Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig. Heute ist mal wieder sonnig wie Sau seit langem, deswegen weiß ich nicht, es sieht auf meiner Facecam gerade etwas zu hell aus. Eventuell dunkelt das auch wieder noch, das hat also etwas andere Qualität, wenn ich das dann wieder schneit, aber schauen wir mal. Also nicht wundere, wenn ich etwas überbelichtet bin. Wassereinspritzungskammer, wenn das keine Einladung ist. Dann gehen wir nochmal rein. Treatment Facility. Ist er jetzt all? Jetzt ist er all. Alles klar. Dann hat der Schlüssel auch seinen Nutzwert überschritten. Da kommen wir zu dem. Oh yeah. Jetzt haben wir 40 Pistolen-Muni wieder. Das ist doch mal sehr viel wert. Und ich würde sagen, ja, wir laden auf jeden Fall mal wieder noch. Dringend notwendig bei unserem hässlichen Mutante-Kumpel, der wir da ohne rumwüte hin. Und das wird wahrscheinlich auch nicht der letzte von den G-Freaks sein, mit denen wir uns rumschlagen müssen. Tja, gucken wir doch erstmal, wie wir da weiterkommen. Eventuell führt uns das ja an dem hässlichen Drecksfreak vorbei. Ich befürchte zwar nein, aber... Das klingt aber eher genau noch Zomselmaner. Und was für ein Feinerler. Ach, bist du ein Feinerler. Okay. Das führt uns wieder irgendwo anders hier, in der unterer Kanal. Natürlich bist du noch nicht kaputt. Wäre ja auch sehr einfach gewesen, ne? So ein stinkender Kadaver wie du, der stirbt nicht von ein paar Mal in den Kopf schieße. So. Ach, natürlich. Komm, Runde 3. Mistkerl. So. Ja, so viel zu. Ich habe 40 Munition. Arschlecken. Na gut. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Da führt es in eine Sackgasse. Betonung liegt auf Sack. Wir gucken uns um, ob wir da möglicherweise noch irgendwo Munition haben. Weil ich befürchte jetzt, sobald ich hier irgendwo einsteige in den Kanal, kommt wieder haha und Freako Ekel super Typ kommt dann wieder irgendwo aus dem Kanal rausgekackt. Ach Gott erleid. Mensch, hoch, da ist irgendwas. Auf der anderen Seite. Es ist Hochleistungsmunition für die SLS 60x3. Super geil. Ja, vielleicht sollte ich auch auf die SLS 60 nochmal umsteigen. Damit ich noch ein bisschen Munition übrig habe. Nein, Claire, was machst du dann? Nein, nein, nein. Verflixt, jetzt sind wir wieder ganz am Anfang, ne? Okay, so viel zu der Connection. Naja, das war jetzt auch nicht großartig, aber da müssen wir auf jeden Fall wieder hier. Warte mal, halte mal eine Gaul an. Wir sind jetzt gerade unten. Ja, unten. Dann würde ich ja mal sagen, wir gehen vielleicht. Na, den Weg könnten wir eventuell wieder gehen. Ich bezweifle es aber. Ich glaube, wir sollten eher wieder hier rumgehen. Oder hier wieder Arbeiteraufzug. Ja, so eine Scheiße kann laut sein. Dann gehen wir halt wieder hier rum. Den Weg haben wir uns ja frei gemacht. Wir gehen wieder über den Aufzug. Genau. So. Dumm. Hallo. Und hoch mit uns. So, dann können wir uns ja immer rufen, wie wir lustig sind. Dann sind wir wieder hier. Home Sweet Home mit... Ach Gott, was da alles an Gedärm rumliegt. Ist das widerwärtig. Ist das widerwärtig. Okay. Dann ziehen wir mal das Ding ab. Das wäre es dann hier im Prinzip. Steckdose ist schön und gut. Aber wir probieren an mal der Arbeiterpausenraumaufzug aus. Ob uns der möglicherweise auch noch woanders tief führt. Jetzt können wir den nämlich auch mal ausprobieren. Das war in der letzten Episode, was einfach so viele Möglichkeiten wächst. Du bist irgendwann etwas überfordert. Aber das kann man ja alles Stück für Stück, peu à peu abhandeln. Hoch. Ganz nur mit dem Gesicht dran. Ganz nur. Entschuldigung. Musste einfach sein. Okay, was ist das? Hochleistungsmunition. Ah ja, okay, perfekt. Können wir kombinieren. Was haben wir denn noch? Da ist eine Treppe noch. Die uns noch durchführt. Spezialwaffenkasten. Ne. Sag nicht.
Sag nicht, dass das do ist, wo ich glaube, dass es ist. Das ist Untergrundanlage. Ja, natürlich. Das ist hier beim Maschinenraum die Bosskampf-Arena. Und wie ich vermutet hatte, da habe ich ja gesagt, ne? Da war Stars drauf. Deswegen habe ich das scheiß Ding hier mitgenommen. Ha! Hahaha, es funktioniert. Mach's mal rein, ja, bitte. Danke. Können wir das jetzt aufmachen, oder? Mach's doch auf, Mädel. Mach doch einfach auf. Vielleicht haben wir noch... Ja, komm. Dann können wir eigentlich fortschmeißen. Der bringt uns ja nichts mehr. Ja, schmeiß es weg. Der bringt uns nichts mehr. Noch einmal. Vielleicht brauchen wir einfach was frei. So, jetzt ist hier, ne? Mach doch auf. Mach doch auf, Claire. Noch einmal. So, jetzt haben wir das Ding nämlich durch Shade drin. Aber, warum will ihr das nicht ganz einsetzen? Benutzen. So. Aber sie... Warte mal. Vielleicht müssen wir auch einfach wieder das Ding einklicken. Vielleicht liegt es dort dran. Vielleicht ist einfach dieser USB-A-Teil... Ja, okay. Liegt einfach am USB dran. Okay. Jetzt haben wir Schalldämpfer für die MQ-11. Das ist sehr gut. Kombinieren wir sofort. Ui. Das war ein ziemlicher Oschi jetzt. War gar nicht mal so schlecht, dass ich ein bisschen aufgerahmt habe, glaube ich. Okay. Können wir gerade nicht benutzen. Film. Hiding Place. Ein nicht entwickelter Film, darauf steht Versteck. Halt mal der Gaul an. Jetzt können wir doch auch. Eigentlich. Da ja auch kein Mr. X hier mehr rumschwirrt. Können wir doch nochmal ins APD. Ja, bin ich dann, ne? Natürlich können wir wieder ins APD. Warte mal. Zack. So. Jetzt können wir nämlich eigentlich hier in den Geheimraum wieder, genau. So sieht's nämlich aus. Saugut. Hoffen wir, dass hier nicht überall wieder Freakos unterwegs sind. Was wir abladen können. Schauen wir doch gerade mal, was wir noch parat haben. Wir haben Munition, eher nichts. Das sieht nicht so gut aus für mich. Säuregranaten, das ist gut, die holen wir uns. Die brauchen wir nämlich. Hochleistungsmunition, das ist alles Käse. Okay, dann schmeißen wir mal die Hochleistungsmunition hier wieder rein. Schießpulver ist hochwertiger als Reide mit, das behalten wir. Das Kampfmesser brauchen wir gerade nicht. Das grüne Kraut kann weg. Ja. Dann würde ich mal folgendes sagen. Wir laden noch. Haben wir zumindest nochmal Säuregranate zur Sicherheit. Dann hier so. Waffe kommen immer... Waffe kommen immer zu andere Waffe mit dazu. Das ist zumindest mal persönliche Ordnung. Und dann kommt eigentlich die Munition dran. Und dann Verbrauchsgegenstände. Der Film können wir jetzt erstmal so lassen. So. Dann das Stangewerkzeug, das T-Stangewerkzeug. War ja auch nicht umsonst so, ne? Jetzt haben wir nämlich auch die Verbindung wieder. Das ist noch nicht all, das ist noch nicht verbraucht. Sodela. Okay. Lebe! Wir könnten eigentlich nochmal drauf schießen, aber ich lasse es mal lieber sein. Ja, soweit haben wir ja eigentlich auch alles gemacht. Wir brauchen hier ja eigentlich nur Kurbeln und die kriegt tatsächlich nur Leon, wie ich in seinem Walkthrough festgestellt habe. Okay, soweit so gut. Wir haben auf jeden Fall die Verbindung hergestellt. Ich hoffe nur, dass kein Mr. X hier rumschwirrt. Darauf kann ich nämlich gerade sehr gut verzichten. Aber möglicherweise wieder Licker. Ne, kein Licker. Fensterfreund? Natürlich. Fensterfreund ist noch parat. Den haben wir noch. Der bleibt uns ewig erhalten. Okay, jetzt gucken wir uns den Film nochmal an. Hätten uns ja keinen Film gegeben, wenn wir mal den entwickeln könnten, ne? Okay, was haben wir dann hier? Was ist dann das, um Himmels Willen? Irgendein Schreibtisch? Hä? Also irgendein Schreibtisch mit Schampel drauf und,
ein Tisch mit Pappbecher und einem Radio. Habe ich das schon mal gesehen? Versteck. Können wir nicht umdrehen. Seite umblättern. Geht nicht. Ist der Teufel, was das ist? Ein Erinnerungsfoto war das, ja. Okay, wie ist der Teufel, wozu das führt? Ja, jetzt haben wir soweit auch wieder aufgerahmt. So viel zum RPD. Ich denke, mehr müssen wir hier auch gar nicht mehr machen. Seltsam, seltsam, seltsam. Aber es ist schön, dass die ganzen Gebiete doch noch irgendwie miteinander verlinkt sind. Nicht so wie im originale Resident Evil 2, wo dann immer abgeschlossen gleich abgeschlossen war. Also das ist ganz cool gemacht eigentlich. Dass man hier auch so ein bisschen damit spielt. Ne? So, cool. Cool, cool, cool. Da haben wir doch im Prinzip für unser Maschinenpistölchen haben wir noch einen schönen Schalldämpfer mit Schulterstützer. Haben wir zusammen piu, piu, piu. Und irgendwie sehr geil. Okay, cool. Hat sich das auch noch erledigt. Und ich habe tatsächlich meinem Verstand auch noch trauen können von wegen Stars, dass das tatsächlich so mit drauf war. Hätte ich nicht gedacht, dass ich da nochmal so clever bin. Aber manchmal habe ich auch doch recht. Okay. Cool, das kann da drin verweilen, oder? Ist das nochmal zu was nütze? Nö, das ist mittlerweile wirklich all. Das ist ja mit dem roten Haker. Okay. Dann verstauen wir es in der Truhe, weil den Schlüssel fand ich jetzt nicht besonders aufhebenswert. Aber tatsächlich das Star-Symbol finde ich aufhebenswert. Okay, cool. Dann gehen wir wieder mit dem Arbeiter-Pauseraum-Aufzug wieder runter. Haben wir doch noch ein bisschen alte Gebiete geklärt. Eigentlich echt cool. Ja, Claires Haare. Claires Haare. So ein kleiner Animationsfehler. Also, Fehler jetzt nicht, aber ich finde es im Vergleich zu vielen anderen Sachen nicht so schön gestaltet. Das ist etwas schade. Na gut, dann gehen wir nochmal Richtung Freako runter. Klein Freako wartet hier noch auf uns. Wobei Klein Freako eigentlich nicht mehr so besonders Claire ist. Sondern eigentlich ein ausgewachsener Ultra-Freak ist. Aber, wir haben hier immer noch unsere Granate. Das ist gar nicht mal so dumm, die Idee. Wo ist er dann? Der kommt bestimmt gleich wieder rausgeplatzt. Okay, Hochleistungsmunition, die holen wir uns auch noch. Die holen wir uns auch noch fix. So verflixte Hochleistungsmunition. Obwohl wir sie derzeit nicht nutzen können, weil wir die SLS 60 einfach nicht dabei haben. Ist er das? Ja, da ist er doch. Groß-Freako, oberhässlich. So, schmeißt den Scheiß. Das war aber ganz schön. Ja, das hat hoffentlich gut getan. Kotze-Freak. Ich denke, das hat ihn schon ordentlich zugesetzt, ja. He's a super freak. Super freak. He's freaking. Entschuldigung, musste als mal sein. Ich weiß, ich entschuldige mich viel zu häufig für irgendwelche dumme Kommentare, die ich von mir gebe, aber könnte ja nicht jedermanns Humor treffen. Hier kommen wir jetzt auch wieder durch. Okay. Geiler Scheiß. Ich muss mir das mal abgewöhnen, mich für jeden dummen Witz von mir zu entschuldigen. Das ist ja Quatsch eigentlich. Eigentlich redundant. Das ist heute irgendwie das Wort des Tages. Ich habe es mit meinem Vater heute sehr häufig davon gehabt, über redundant. So, warte mal. Nee, Quatsch, da wollte ich gar nicht hin. Hier ist alles irgendwie auch connected. Na? Hier ist alles irgendwie miteinander verbunden in dem Scheißloch. Und hier gibt es bestimmt noch irgendwas, was ich noch nicht gesehen habe. Ah, bis auf den scheiße Wasserfall. Ach, ist das widerwärtig. Bitte lass ein bisschen Munition noch hier sein. Ja, danke schön. Munition kann ich immer gebrauchen, auch wenn sie direkt aus der Scheiße kommt. Jetzt haben wir hier alles gemacht. Ja. Okay, also das erste Elektronikteil habe ich. Oder das einzigste, glaube ich. Sogar tatsächlich. Vielleicht, eventuell. Schauen wir mal. Halte mal eine Gaul. Jo. Da war dann irgendwo noch der ganze Scheiß da unten hier. Der Dreck, wo ich ursprünglich herkam. Mitte. War das dann
der Rotz? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Geht einfach nur darum, dass ich nochmal an dieses Kombinationsschloss dran komme. Das wäre eigentlich ganz knorke, wenn ich da nochmal irgendwie dran käme. So. Okay. Ich weiß nämlich noch, irgendwo hier war ein Kombinationsschloss noch. Das muss hier im oberen Bereich gewesen sein. Ja, genau, hier Kombinationsschloss. Führt eine Treppe. Hier, Treppe. Ne. Hier vielleicht. Ja doch, das muss dann hier gewesen sein. Im unteren Kanal. Unterer Kanal. Wo treibe ich mich dann gerade rum? In der Mitte. Okay. Wir probieren uns nochmal Richtung Vorhängeschloss zu navigieren. Da haben wir nämlich durch dieses Jazz-Festival haben wir unseren Hinweis, glaube ich, gekriegt. Ja, hier waren wir auch noch nicht, tatsächlich. Ja. Ja, da waren wir auch noch nicht. Ich befürchte, war das so, so ein absolute Freak hier wieder lauert. Und ich habe derzeit nicht die Munition dafür. Das bisschen Pistole-Munition hilft uns nicht. Wenn du wieder so ein... Ja, hier ist es gruselig, kannst du wohl so Sache. Und da schreibe ich dir auch. Okay. Okay, das hinterlässt zwar Spur, aber soweit so gut. Auf den kann ich gar nicht. Nein! Pfui Teufel. Der ist gerade gechestburstet worden. Steht er nochmal auf? Hier kann ich nirgends mal eine Pistole ziehen, nur so nebenbei als Info. Hier sind sie alle gechestburstet worden. Nur zur Sicherheit. Was singt hier? Okay, da kommen wir auf jeden Fall auch noch in ein Gebiet rein. Ach, ist das eklig. Okay. Überzeugt. Tschüssi. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Das kann ich vergessen. Das kann ich abschminken. Ums Verrecken nicht. Mache ich das jetzt mit so wenig Munition, vor allem hier direkt ins Nest. Nee, nicht mit mir. Das kann ich verharzen. Das machen wir nicht so einen Scheiß. Okay, warte mal. Ah ja, okay, das T-Werkzeug hat jetzt auch seinen Dienst erfüllt. Wir sollten schauen, dass wir das noch irgendwie geregelt kriegen. Warte mal. Das war hier der Weg zu dem Bereich. Genau, dann kommen wir nämlich da nochmal hier. Da war nämlich auch so ein grottenhässlicher Mutanto Grande. Das war der ursprüngliche Weg, wo wir gegangen sind, um nochmal zu dem Kombinationsschloss zu kommen. Das möchte ich nämlich auch. Da ist nämlich immer Munition drin, meiner Erfahrung nach. Und die kann ich gerade sehr gebrauchen, die Munition. So, genau. Da kommen wir wieder in das ganze Gebiet hier. Ups, ein bisschen elektrischer Funkeschlag. Passiert. Dann sind wir da hochgekraxelt zu dem Raum, wo viele Spinde waren. Und da war dieses Vorhängeschloss. So. Genau, das war doch hier dann, ne? Da ist es. Okay, jetzt gucken wir nochmal nach in unserer Akte. Warte mal. Huch, das war... Waisenhaus, Kanalisation... Grußwort... Im Nest. Ja, das Nest habe ich mittlerweile, glaube ich, auch gefunden. Jazz Festival, genau. SZF. Perfekt. Trophäe erhalten in Silberschlösser. Anscheinend habe ich alles gepackt hier, wie es aussieht. Und wir haben wieder 100 MP Munition. Sehr geil. Na, das ist doch perfekt. Das lobe ich mir doch. Dann gehen wir hier wieder derselbe Weg runter, der mal Kumme sind. Okay, also anscheinend habe ich alle Kombinationsschlösser geknackt. Vielleicht aber noch nicht alle Tresore. Oder ich habe auch alle Tresore geknackt. Kann ich noch nicht sagen. Vielleicht kommt hier noch ein Tresor. Schauen wir mal.
Gott, das ist so duster und so das Sonnenlicht, was heute wirklich extrem ist. Ich sehe heute wirklich sehr wenig, muss ich gestehen. Okay, sehr cool. Also Claire wird nur auch wie eine Claire-Anlage stinke. Der muss das sein, mal wieder. Das mal ohne Sorry. Ich stehe jetzt mittlerweile zu meiner schlechten Witze. Alla hopp. Dann sind wir wieder hier in dem Gebiet. Dann möchte ich eigentlich nochmal hochgehen, wo ich herkomme bin. Und möchte mal Elektronikteil möglicherweise nochmal im Pauseraum einsetzen. Und dann war ja auch noch dieses Foto aus dem entwickelten Film, ne? Von wegen, wie war das, ein Radio mit verschiedenen Becher vorne dran, irgendein Schreibtisch. Ist das möglicherweise hier? Wir halten mal Ausschau noch solche Dinger. Wenn man nicht. Okay, dann können wir aber auf jeden Fall hier nochmal die Kassette einwerfen. Und schauen mal, was da kommt. Bitte. Oh, bitte. Aufhören. Bitte. Aufhören. Bitte. Nein, 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 nein. Hier drüben, du Freak! Tu ihm nicht weh. Tu ihm nicht weh. Okay, das ist wohl William. Und eine Rettele, ein paar. Gut, dass ich das gesehen habe. Ja, für jeden, der hier Ends und Ends zusammenzählen kann. Die G-Virus-Probe wurde geklaut. William war hinter der Leute her, hat die Soldaten eliminiert. Und dabei ist G als Probe zerbrochen in den Gläser und ist durch die Ratte in die Kanalisation gelangt. Herzlichen Glühstrumpf. So, die Sache, die ihr Nutzbarkeit überschritten haben, können wir gleich mal fortschmeißen. Was wir uns jetzt noch an Bord holen, das kann auch weg. So, was wir uns an Bord holen. Die SLS 60. Das ist die Hochleistungsmunition. Hier. Genau das machen wir. Und da würde ich sagen, die SLS 60. Okay, wir haben alles. Wir haben Granatwerfer, 2 Pistole. Das passt soweit. Okay, das passt soweit. Das ist die normale Munition. Die möchten wir aber nicht. Ich möchte die Plus-Munition, genau. Ich möchte die Hochleistungsmunition hier haben. Also wenn schon, denn schon, ne? Das soll schon richtig noch was aussehen. So. Okay, da haben wir ein paar Sachen jetzt nochmal abgehakt. Sind auch bei knapp 23 Minuten jetzt. Aber, uno momento, por favor. Ah, die Nase juckt halt echt gemein. So, da ist noch eine Steckdose. Das wird der hier sein, ne? Da brauchen wir da Elektronikteil. So. Okay. Jetzt haben wir hier überall Elektronikteile drin. Ist hier? Hier ist Kens. Okay, Knight. Da ist kein Ritter. Da ist Ackepferd. Da ist ein Bauer. Da ist nix. Da ist nix. Okay, da hilft dann die Notiz. Bin mir ziemlich sicher, dass Turm und Springer an derselben Wand sind. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm liegen sich gegenüber. Turm und Springer auf derselben Wand. Turm und Springer. Mensch, das hatten wir. Der Turm hatten wir auf jeden Fall hier. Turm. Springer. Genau, Springer ist hier. Turm und Springer auf derselben Wand. Okay. Und Läufer und Dame nicht nebeneinander. Und Dame und Turm lieben sich gegenüber. Okay. Turm und Springer auf derselben Wand. Lassen wir es mal so. Ich glaube, da könnte einer dazwischen sein. Ah. Interessant. Moment, was habe ich denn da jetzt eigentlich rausgezogen aus der Steckdose? Was habe ich denn überhaupt mitgenommen? Ah, das ist ein Turm. Okay. Dann halten wir den Gaul an. Dann ist das hier... Kommt da rein. Ganz hundertprozentig. Ah, das gibt uns überhaupt keinerlei Aussage mehr. Genauso wie der hier. Da war der Turm ursprünglich drin, ne? So, aber die wollen Turm und Springer, ja. Okay. Selbe Wand. Die habe ich jetzt eingestöpselt.
Läufer und Dame nicht nebeneinander. Das ist der Läufer. Okay, dann lassen wir erstmal drin. Läufer und Dame nicht nebeneinander. Okay. Das ist der Bauer. Der Bauer gehört aber auch rein. Okay. Und was liegt sich gegenüber? Dame und Turm liegen sich gegenüber. Okay, da habe ich den Turm hier reingestöpselt. Und dann müsste im Prinzip, wenn der Turm... Läufer und Dame nicht nebeneinander... Ja, okay, das kann nicht sein. Dann muss ich ja im Prinzip... denn... so hier packe. Dann kann ich nämlich... der Bauer... wenn der hier richtig ist, ne? Der Läufer, das passt ja dann. Dann kann die Dame Dorei. Das ist halt... Okay, wir brauchen auf jeden Fall noch Elektroteil. Da sind wir noch nicht fertig, da brauchen wir noch eins zusätzlich. Und ich befürchte, das erwartet uns da in der widerwärtigen Kammer des Schreckens, ohne die wir da hin. Aber wir sollten erstmal unseren Fortschritt noch speichern. Und wir sagen, an der Stelle ist auch perfekt für einen Cut. Und wir sehen uns dann übermorgen wieder zu Let's Play Resident Evil 2 Remake auf Pelzig, wo wir direkt in diese Stöhn-Chestburster-Kammer des Schreckens reingehen. Also machen's gut und bis übermorgen dann wieder. Ayan. Yankee.